Hallo zusammen, Crown Cletus oder Chris am Start. Ich bin dran, ein neues Intro zu organisieren. Darum haben wir im Moment eher so ein bisschen einfache Sachen drin. Aber das ist hier gar nicht das Thema, weil wie ihr an der Videobeschreibung schon gelesen habt, ist das ziemlich eine spektakuläre Moab hier. Wir spielen Search and Destroy. Suchen und zerstören. Wir haben den Crown Assault dabei, hier mit dem Fame Riots Account, der Second mit dem Second Fighter Account, der Butter mit dem Bernie Account und der White, der Player und der Dave Shot mit ihrem Crown Account. Das, was ihr hier seht, ist der Assault oder eben der Fame Riots. Er zockt mit dem Specialist Package und die anderen mit dem Schild. Und, jetzt müsst ihr gut schauen. Was taucht denn hier vorne auf? Eine ganze Gegnerhorde mit einem Clan, der genau das Gleiche probiert. Mir hat es verrissen, weil sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass ich auf das muss achten muss. Und genau das. Und jetzt müsst ihr schauen, unten links. Oder besser gesagt, in der Mitte vom Bildschirm, was hier jetzt passiert. Weil der gegnerische Clan jetzt natürlich ein bisschen verschissen. Und der ist schon irgendwie nachvollziehbar, weil wenn man es in der ersten Runde nicht schafft, hat man schon ein bisschen verkackt, wie ich erwähnt habe. Und darum, jetzt müsst ihr schauen, was hier passiert. Noch nichts, hä? Bin ich schon fast ein bisschen zu früh gewesen. Und hier kommt es, hä? Er hat sich verpisst. Und Respekt an Assault, er weiss genau, wo der Spawn ist im Search and Destroy. Aimet hier drauf und zieht euch jetzt mal rein, das Drecksgame M3 schnallt nicht einmal, dass dort niemand spawnen sollte, weil dort jemand am draufzielen ist. Aber egal, respektable Leistung, schön Leute abkassiert. Wirklich, wirklich schon mal gut gelaufen. Und das ist sicher nicht die erste Search and Destroy Moab, die ihr vielleicht seht. Aber sicher die erste hier auf dem Channel. Und auch wenn jetzt ein paar sagen, ja, mit Schild und bla bla. Ihr habt es in der ersten Runde gesehen, es ist gleich schwierig, das zu schaffen, weil das gegnerische Team ist hier so abgeputzt worden. Sie sind natürlich mittlerweile neu reingejoint und ihr seht, der Assault oder Fame Riots spielt das hier nicht das erste Mal. Er kennt die Spots, weiss wo durchschauen. Und hier ist er auf ein paar Hitmarkers aus, um zu sehen, ob dort vielleicht ein Gegner durchziggert. Ja. Zieht nach seinem Hintergrund das Gameplay, durch zwischendurch wieder etwas erzählen, weil es wird wirklich richtig spannend. Und ja, von dem her ausgezeichnete Unterhaltung. Was aber vielleicht auch noch für eure Erfreuung oder Zufriedenheit gegebenenfalls verantwortlich könnte sein, ist das zweite Thema von diesem Video. Das war ja auch schon im Titel ersichtlich. Und zwar habe ich ja vor ein paar Wochen mal erwähnt, dass die Türen wieder aufgehen für Crown. Und ja, das werden jetzt nächstens so weit. Ich habe auch schon erwähnt, dass es ca. 10 Plätze pro Plattform wird geben. Und mittlerweile habe ich zwar schon ein paar Voranfragen bekommen, weil es gewisse kaum ausgehalten haben. Aber jetzt geht es noch einmal darum, dass jeder, oder jede, wenn es auch Ladies dabei hat, was ich nicht denke, dass ihr euch meldet. Und zwar bei mir, oder besser gesagt bei unserem YouTube-Channel, das heisst per YouTube-Nachricht. Und im Titel soll stehen, Crown Member PS3, Xbox, PC oder vielleicht auch Wii, das sehen wir ja dann. Weil so kann ich ziemlich elegant sehen, welches Thema das ihr ansprechen wollt, kann das auch ein bisschen zusammenbüscheln und habe einen besseren Überblick. Jetzt in dieser YouTube-Nachricht muss nicht zwangsläufig euer Real-Life-Name sein, das spielt jetzt noch keine Rolle, aber ich möchte gerne eure E-Mail-Adresse. Viele haben näher mit dem Real-Life-Namen eine E-Mail-Adresse, das ist mir auch klar. Aber mit denen, die ich näher kommunizieren, ist Kommunikation über E-Mail einfacher. Ja, darum die E-Mail-Adresse bitte rein. Kurze Beschreibung von euch selber, was eure Motivation ist, was ihr auch erwartet gegebenenfalls, wenn ihr in Crown dabei seid. Und das wäre jetzt eigentlich fürs Erste gerade mal alles, was mir einfällt. Nochmal schnell durchgehen. Genau, den YouTube-Namen sehe ich ja nachher anhand der Nachricht, das stimmt. Ja, und so sollte ich nachher büscheln und dann müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Tut nicht unbedingt innerhalb von 10 Minuten oder 2 Tagen eine Antwort erwarten. Ich nehme mir Zeit, schaue das an, tue dann vielleicht mit dem einen oder mit dem anderen von euch noch ein paar Fragen klären.
Und dann schauen wir mal, wie viel das daherkommen, was das dann für Gespräche gibt, ob da jemand muss enttäuscht sein muss oder wie wir das Ganze handeln. Die Idee ist eigentlich, dass wir jemanden suchen, der umgänglich ist, jemanden suchen, der auch in einer Gruppe Spass hat, sich kann integrieren, vielleicht auch ein paar Inputs gibt, am Anfang aber noch nicht unbedingt der Dick raushängt. Weil, ja, man soll sich auch zuerst ein bisschen kennenlernen, wir wollen keine Poser, wir wollen keine Nerds, die irgendwie auf einen Fame aus sind, wo sie das Gefühl haben, dass sie jetzt hier bei Crown haben, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Und darum einfach Leute, die chillig mit uns möchten zocken, die auch Spass haben, die eben gerne kommunizieren können, die ein Headset haben, die sind herzlich eingeladen. Meldet euch auf YouTube mit dem Betreff Crown Member PS3, Xbox oder PC und Nummer 1, weil ich will einfach die Anmeldung freie Plattform, wenn ihr auf einer anderen auch noch tätig seid, geht das auf jeden Fall auch. Aber so kann ich ein bisschen einteilen, wie viel jetzt gerne möchten mitmachen. Gewisse fragen sich vielleicht, was wird nicht geboten hier bei uns? Grundsätzlich eigentlich nicht wahnsinnig viel. Da muss ich ehrlich sein. Ihr habt ein paar absolut coole Leute, die dann zusammen zocken können. Ihr habt immer jemanden online mehr oder weniger, wo ihr zusammen zocken könnt. Ein offenes Ohr. Ihr habt eine kleine Hierarchie, damit man auch weiss, an wer dass man sich wenden muss, bei Fragen, bei Problemen und so. Und es ist jetzt nicht unbedingt gerade eine Hotline für alltägliche Probleme. Aber was zwischendurch so auftaucht, das wird sowieso besprochen. Wir haben ein Forum, wo man texten kann. Ich weiss, dass viele Junge lieber auf Facebook rumgeiern. Aber wie gesagt, das Forum ist privater. Und genau um das geht es eigentlich auch. Darum wird eine Voraussetzung sein an die Neuen, dass ihr euch dort anmeldet. Aber das besprechen wir dann in einem zweiten Schritt. Hing im Video. Geht es gerade recht ab im Moment. Habt ihr das gesehen? He? Und jeder von euch, der jetzt irgendwie denkt, irgendjemand sei hier am Camp in diesem Game, der soll doch bitte das Video ausschalten und sich verziehen und am besten gar nie mehr kommen. Weil die das nicht verstehen, wie man Search and Destroy spielt und dass man dort zwischendurch ein bisschen warten muss, weil man sich in einen extremen Nachteil, in eine extrem nachteilige Situation kann kommen, wenn man einfach rausrennt wie ein blindes Huhn. Soll doch lieber die Videos von jemandem anschauen. Wo will ich etwas anderes zeigen? Das war gerade ein bisschen am Verfolgen. Wieder am Warten. Aber wie gesagt, der Assault oder Fame Riots hat jetzt schon einige Kills auf seinem Konto. Und man will ja die Moab erreichen. Er will ja die Moab erreichen. Und darum wird hier jetzt einfach mal ein bisschen chillt. Und das sorgt dafür, dass ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen kann, weil was wir bieten können, ist auch die Webseite Crown Crew mit dem X vor dem Crown und nach dem Crown natürlich.ch. Dort ist auch die Auflistung der Leute, die dabei sind, offiziell. Und der Zugriff aufs Forum. Jetzt so Real-Life-Events und so sind eigentlich nicht so aktuell. Und wenn sie aktuell sind, wird es sicher zuerst mal Crown intern besprochen und nicht gerade an die ganze Welt rausgeben, weil für ein Abonnententreffen oder so bin ich definitiv noch nicht ready. Und darum, wenn es innerhalb von Crown etwas gibt, gibt es dann innerhalb vom Forum wiederum eine spezielle, ja, einen speziellen Bereich. Ich bin da immer wieder ein bisschen abgelenkt vom Gameplay. Gibt es auch im Forum einen speziellen Bereich, wo dann nur mit Crowns reinschauen können. Und das ist nicht zum jemanden ausgrenzen, sondern es gibt einfach Sachen, die wir lieber intern besprechen. Die gehen sonst niemand etwas an. Und darum werdet ihr sicher auch Zugriff auf das haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele sich hier melden. Ich bin auch gespannt, was hier für Leute herkommen, weil die jetzt doch schon ein paar Videos gesehen haben, können vielleicht schon ein bisschen, wie es abläuft, können mir vielleicht auch schon ein bisschen wissen, dass ich recht durchdrehen kann, wenn mir irgendetwas nicht passt. Und auch wenn das nicht von allen wirklich honoriert wird und auch wenn das nicht alle toll finden. Ich habe einfach gemerkt, wenn man die Leute nicht persönlich kennt, wenn man keine Möglichkeit hat, direkt mit ihnen zu reden und so,
dann ist es für mich hilfreich, wenn ich meine Wortwahl vielleicht ein bisschen deftiger wähle. Weil dann ist garantiert, dass die Leute dann auch verstehen, dass es mich ziemlich abhisst. Und in einem Gespräch kann man das dann meistens schön auflösen, kann man das versprechen und geht wieder im Guten auseinander. Das ist gar kein Problem. Aber ich bin nicht nur zum Spass der Leader von der Crown, sondern ja, investiere pro Woche sicher zwischen 10 und 12 Stunden für das Projekt. Und dann kann ich dann eigentlich nicht verstehen, wenn da irgendwelche Leute irgendwas selber durchziehen wollen. Das ist jetzt nicht auf ein konkretes Beispiel, weil was besprochen hat werden müssen, ist besprochen worden und das ist alles chillig jetzt. Es geht einfach mehr darum, dass auch ein gewisser Respekt gegenübergebracht werden und Respekt sollten wir auch gegenüber dem Assault haben oder dem Fame Riots eben haben, hat jetzt seine Search and Destroy Moab geschafft. Ist rausgesäckelt, gestorben, spielt ja auch keine Rolle mehr, weil eingesammelt ist eingesammelt. Jetzt können wir noch ein bisschen die anderen hier beobachten, wie sie abgeschossen werden. Aber jetzt ist es auch scheißegal, das ist auch das Geile. Klar ist es wichtig, das Game zu gewinnen, aber hier kann man jetzt ganz ein blutiges Schild bekommen und sich im Kreis drehen. Alles hat man erreicht, was man wollte. Moab ist am Start, jetzt ist es 3-3 rum. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt die Moab in dieser Runde, die jetzt kommt, gezündet wird, dann kann der Gegner nicht mehr viel machen. Links erkennt man dann schön, was der Gegner davon hält, dass sie weggeputzt werden. Und ein kleines Festli entbrennt hier regelrecht mit Geballer und Gemesser. Und ja, ich kann es gut verstehen. Also wirklich Respekt. Wirklich Respekt. Auch wenn es sicher mit Unterstützung eben passiert ist. Trotzdem etwas ganz Schwieriges, im Search and Destroy das herzubringen. Geile Sache. Vielleicht haben schon 10'000 von euch das auch geschafft, dann könnt ihr das doch gerne erzählen. Das lindert mir Respekt, aber nicht von euch Jungs. Wirklich saubere Arbeit gemacht, auch schönes Team Gameplay gezeigt, schön zusammengespielt und nur wegen dem ist das möglich gewesen. Die Scores sind jetzt nicht wahnsinnig berauschend, wer das erwartet hat, ist auch nicht ganz der hellste. Klar, der Fame Riots oder eben der Assault ist durchgedreht und die anderen, merci für die Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine riesen Freude bereitet, das zu sehen. Saubere Arbeit, schön zusammen.